Guten Morgen miteinander, ganz herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst, zu unserem Festgottesdienst. Wir schließen mit dem Festgottesdienst heute Morgen unser Einweihungswochenende ab. Wir schauen zurück auf ganz einen eindrücklichen Freitagabend, wo wir das Gebäude offiziell einweihen und auf den Tag der offenen Tür, wo wir gestern hatten, wo wir viele Gäste haben können begrüßen hier in dem Saal, wo die Jugendmusik Embrach da gespielt hat, wo wir viele Kontakte haben können pflegen. Gäste aus der ganzen Region sind da gewesen. Wir hatten Freude über das Fest am Freitagabend und den wunderbaren Tag gestern. Wir haben am Freitagabend auch Schlüsselübergabe gemacht. Der Schlüssel ist überreicht worden vom Investor, Theo Kipfer, zum Architektenteam, das da vertreten war. Dann zum Präsidenten der Baukommission der FEG und dann zu unserem Pastor, der Hausherr ist da und den Schlüssel ja auch regelmäßig braucht. Heute jetzt der Abschluss von dem Wochenende mit dem Festgottesdienst. Da möchte ich Sie ganz herzlich willkommen heißen. Ich möchte speziell die begrüßen, die das erste Mal da in dem Saal sind. Ich möchte Brigitte Kreuzwirth herzlich begrüßen, die aus Österreich extra da angereist ist, unsere Missionarin. Und ich möchte einmal mehr Theo und Christine Kipfer willkommen heißen. Sie sind auch heute wieder aus der Innerschweiz da angefahren und haben noch den Brüder Karl mitgenommen. Herzlich willkommen. Schön sind ihr da. Wir sind in Corona-Zeiten, wir haben das Schutzkonzept, das wir gerne einhalten wollen. Darum auch heute machen wir ein Foto von dem Saal, von den Besuchern, von Ihnen. Ein Foto, das spätestens nach 2 Wochen wieder gelöscht wird. So können wir auch nachvollziehen, dann, wer das heute da war und wo gesessen ist. Ich möchte auch ganz herzlich begrüßen alle Gäste, die online zugeschaltet sind, die im Livestream den Gottesdienst vom Sofa aus geniessen und so auch Einblick haben. Herzlich willkommen. Das Einweihungswochenende ist gleichzeitig auch der Abschluss von einer Predigtreihe, von einer Gottesdienstserie, die wir hatten zum Thema «Gott schreibt mit uns seine Geschichte», mit jedem von euch persönlich, mit all diesen Gästen, die wir da hatten, in diesen Talk-Gottesdienst. Und Gott schreibt auch seine Geschichte mit uns als Kirche. Da sind wir dankbar, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Der Gottesdienst soll im Zeichen der Dankbarkeit stehen. Wir wollen heute Gott ehren, ihm danken für das, was er geschenkt hat, die Türen, die er geöffnet hat, das, was er uns ermöglicht hat. Wir wollen ihn heute verkündigen und wir wollen ihn ehren mit all dem, was wir heute singen und reden und auch mit der Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Wenn es Gäste noch da hat mit Kleinkindern, es hat unten eine Mini-Kids-Betreuung im Erdgeschoss. Dort können Sie die Kinder abgeben. Und dort unten hat es ja auch viele Möglichkeiten zum Spielen. Ich habe es schon gesagt, wir werden Lieder singen, wir werden die Predigt auch hören zum Thema «Gott schreibt mit uns seine Geschichte». Wir werden vor der Predigt auch noch einen Block haben, wo wir verdanken, wo wir den Dank auch an ganz bestimmte Personen auch weitergeben. Wir werden einen Kids-Beitrag auch haben vor der Predigt. Und von dem her stellen wir uns darauf ein, dass es einen längeren Gottesdienst gibt heute als üblich. Aber es wird sich lohnen mit all diesen Farbtupfern, die wir werden haben. Das gibt eine abwechslungsreiche Zeit. Wir starten mit dem Film, wo einige schon gesehen haben. Viele haben den noch nicht gesehen. Der Film von unserem Bauprojekt, wo der Dominik Germann zusammengeschnitten hat. Viele Aufnahmen, Sequenzen, Impressionen, die nochmal ein bisschen zeigen, was wir erlebt haben in dieser Phase der Bauzeit. Film ab.
Ja, unser Gott ist der, der es möglich gemacht hat, dass wir dürfen da sein, dass wir das Gebäude haben dürfen einweihen. Es sind aber auch ein Haufen Leute, die sich beteiligt haben, die sich engagiert haben, die ihre Gaben investiert haben in das Bauprojekt. Wir haben es auf dem Film gesehen und wir haben es hautnah erleben. Und da will ich jetzt an dieser Stelle einfach die Baukommission erwähnen und alle Mitglieder von der Baukommission bitten, dass sie auf die Bühne kommen jetzt. Ich hoffe, wir sind vollzählig da und können jetzt nochmal ganz direkt sehen, wer das da alles beteiligt war. In der Leitung von dem Bauprojekt, wo wir heute so Freude haben und stolz sein, wo wir am Freitagabend sogar auch haben dürfen Gratulationen entgegennehmen von Behördenmitgliedern, von Kirchenvertretern, die da sind und zum Ausdruck gebracht haben, dass sie uns auch ein bisschen beneiden, dass wir jetzt da so einen Bau haben und so einen Saal dürfen haben, um unsere Veranstaltungen durchzuführen. Liebe Baukommission, das war schon 2017, wo wir aufmerksam worden sind auf das Gebäude, wo wir erste Besichtigungen gemacht haben und wo wir uns auseinandergesetzt haben mit der Frage, ob das da etwas wäre, wo wir ein Kirchengebäude daraus machen könnten. Im Frühling 2018 hat die Gemeindeversammlung dann einen Beschluss gefasst. Im Sommer 2018 hat die Eigentumsübertragung stattgefunden und ihr sind von der Gemeindeleitung eingesetzt worden als Baukommission. Sommer 2018 bis jetzt, also ihr seid 2 Jahre im Einsatz gewesen. Die Gemeinde hat euch eine verantwortungsvolle, eine herausfordernde und intensive Aufgabe übertragen und ihr habt diese Aufgabe hervorragend gemeistert. Unter der Leitung von Theo Schüppach habt ihr 22 Sitzungen absolviert. Zusätzliche Besprechungen haben stattgefunden, bilateral, untereinander, in kleinen Teams, in Subkommissionen. Zum Beispiel das Farbkonzept musste erstellt werden und andere Detailfragen mussten geklärt werden. Besichtigungen vor Ort, unzählige Gespräche mit Handwerkern, Meetings mit dem Investor vor Ort und in der Innerschweiz. Baueingabe musste vorbereitet werden. Die Räumungsarbeiten mussten geleitet sein. Der Spatenstich und das Aufrichtefest habt ihr mitgestaltet. Unzählige Entscheidungen habt ihr getroffen, mit mehr oder weniger Tragweite und so weiter. Das ist, glaube ich, vielleicht auch nur ein Teil von dieser Liste, von all diesen Aufgaben, die ihr habt. Wir haben als Kirche und auch als Leitung von dieser Kirche volles Vertrauen gehabt in eure Arbeit. Und es hat sich dann herausgestellt, dass wir zu Recht Vertrauen haben. Ihr habt eure Aufgabe sehr verantwortungsvoll, sorgfältig und hoch engagiert erfüllt. Mit dem Ergebnis sind wir nicht nur sehr zufrieden, sondern wir sind stolz und sehr dankbar. Ihr habt euer Mandat schon Ende Juni offiziell abgegeben mit dem Bericht vom Präsidenten der Baukommission, von Theo Schüppach. An dieser Stelle wollen wir das einfach nochmal sichtbar machen. Das war unsere Baukommission und wir wollen euch offiziell aus eurer Aufgabe entlassen. Wir möchten euch im Namen von der ganzen Kirchengemeinde, von der Leitung auch von unserer Kirche ganz herzlich danken für euren gewaltigen Einsatz. Vor allem dir auch, Theo, wollen wir herzlich danken für die unzähligen Stunden, die du investiert hast. Und vor allem das unendliche Herzblut, das du gehabt hast in dieser Aufgabe. Mit einem Geschenk können wir das nicht vergelten, was ihr geleistet habt. Darum einfach, was wir euch jetzt dann werden überreichen, der Champis und das Kuvert, das ist mehr ein bisschen symbolisch.
auch zum Ausdruck bringen. Ihr habt es verdient, dass ihr könnt relaxen jetzt, dass ihr mehr Zeit habt, dass ihr könnt wellnessen. Vielleicht habt ihr auch die Möglichkeit, mal noch mit jemandem einfach noch anzustoßen und das zu feiern, dass das gelungen ist, was ihr geleistet habt. Das Foto auf der Flasche ist nicht das aktuellste Foto, aber es erinnert einfach auch noch ein bisschen daran, dass man um ein halbes Jahr die Einweihung verschieben. Die Flasche war schon im Februar eigentlich bereit gewesen und hat jetzt noch ein halbes Jahr im Keller unten warten. Danke vielmals. Geht doch beim Phil vorbei und nehmt die Flasche und das Kuvert mit. Danke vielmals für eure Arbeit. Danke vielmals. Nein, du. Ich habe die letzte, oder darf nochmal 2, 3 Worte sagen, als letzte Handlung in diesem Amt, das wir jetzt ablegen. Nochmal, liebe Christine, liebe Theo und Karl natürlich, auch dass du da bist. Der Karl, der Bruder von Theo, war die erste Kontaktperson über das Hallers. Also, der Karl hat alles können, das Dossier und die Ideen können, verbrennen. Er hat es dem Bruder weitergegeben, darum ist es weitergegangen. Schön, dass du auch da bist. Wertschätzung, denke mir, etwas ganz extrem Wichtiges und da kann man eigentlich auch nicht genug wertschätzen. Das Gegenüber, wir haben uns sehr geehrt gefühlt, dass ihr am Freitag da war und dass ihr uns geehrt habt mit dem Besuch hier an dieser schönen Einweihungsfeier. Ich möchte Ihnen noch einmal ganz herzlich Danke sagen und vor allem auch Danke sagen für die wunderschönen Orchideen, die wir am Freitag bekommen haben. Ich wiederhole noch etwas vom Freitag, weil ich denke, das möchte ich einfach noch einmal sagen. Es war mir immer eine riesige Freude, Theo, mit dir zusammen zu arbeiten. Vor allem einfach das scharfe Denken immer, die scharfen Fragen. Es waren anstrengende Telefone. Manchmal musst du immer präsent sein, weil es Fragen kamen und du musst eine Antwort geben. Fast immer konnte ich sie beantworten oder zumindest vertrösten auf den nächsten Tag. Einfach auch vor allem die Wertschätzung, geht es nicht gut als Kirche, als Baukommission, sind alle dabei, schaffen es. Es war im Theo immer ein riesen Anliegen gewesen. Und darum hat mich das auch immer erfüllt. Wenn ich aufgehängt habe, bin ich manchmal ein bisschen kaputt gewesen, aber erfreut und habe wieder eine Rückmeldung geben in die Kommission. Er ist immer noch voll dabei. Einfach noch einmal ganz herzlichen Dank für die Unterstützung, für die Wertschätzung und ich bin überzeugt, dass Gott euch das Ganze reich segnen als Familie, als Unternehmen. Wir haben uns noch ein bisschen überlegt, der Film hat dir sehr gut gefallen. Der ist in wenigen Stunden auf YouTube und er wird dir auch sonst noch zugestellt. Du darfst den Film zwischendrin mal reinziehen. Ich glaube, das ist nicht bei jedem Projekt, dass es so einen Film gibt, den du machst, oder? Nicht so einen guten Film, jawohl, das ist wirklich sehr, sehr, Dominik, nochmal einen riesigen Dank dafür. Und wir haben uns dann auch noch überlegt, es gibt auch noch zwischendrin Momente, wo man nicht vor einem PC hocken will, sondern wo man vielleicht nochmal durchblättern will. Und da gibt es noch andere Talente in unserer Gemeinde, die haben ein Buch gemacht, das
das Ganze auch nochmal dokumentiert ist. Und ich möchte dir das einfach noch als Geschenk und als Erinnerung an den heutigen Tag überreichen. Wir tun halt auch so. Genau. Ich werde einfach etwas noch ganz zum Schluss sagen. Oder willst du noch etwas sagen? Ja, also herzlichen Dank, Ali. Und es hat mich sehr gefreut, die ganze Zusammenarbeit und der Einsatz, der hier geleistet worden ist. Das haben wir eben am Freitag schon da viel darüber geredet worden auch und Anerkennung ausgesprochen. Es hat mich auch sehr gefreut, eben auch, dass die reformierte Kirche und die katholische Kirche auch da waren und die vielen Referate, wo man zuerst denkt, auch so manches Referat, aber das war eins interessanter gewesen, weder das andere. Ich bin froh, dass ich ganz am Anfang etwas kurz sagen konnte, aber ich bin auch der Investor von auswärts, da hätte man nicht so viel müssen reden. Jetzt ist es ja um das Gebäude und um euch und um die Gemeinde gegangen und die Zusammenarbeit. Und das ist also super dokumentiert worden. Ich war beeindruckt gewesen. Sonst werden einem die langen Reden bei so Einweihungen manchmal ein bisschen mühsam mit der Zeit. Aber ich hätte das auch noch lange hören können. Ja, also, vielen Dank für alles. Danke vielmals. Und ihr seid... Und dass ihr so gute Mieter sind natürlich. Das ist ja auch noch. Habt ihr das gehört? Wir sind gute Mieter. Schön. Über alles kann man jetzt hier nicht reden, oder? Das Tun wir auch nicht. Nein. lang, oder? Ihr seid immer herzlich willkommen bei uns in der Kirche und natürlich auch im Haus. Schönen Tag miteinander. Ich heiße Marli. Zoe. Und Mimo. Und ich heiße Mona. Ich heiße Ben. Timon. Ich heiße Sophia. Ich heiße Delaya. Elia. Ich heiße Toni. Leo. Joscha. Xeno. Benaya. Linus. Simeon. Ich fahre gerne Velo, also Bike. Ich gehe gerne mit Jungski. Ich bin mit Freunden draussen spielen. Papi verschrecken. Zeichnen und etwas spielen. Ich spiele gerne mit meinen Freundinnen. Flügeln. Und viel schiessen. Ja. Ich tue die gerne Klavier spielen. Ich würde gerne zeichnen und Springseilen in der Schule. Lego spielen. Ich tue gerne Sport machen. Lego spielen. Ich habe immer ein bisschen malen und ein bisschen spielen und ein bisschen mit malen. Malen. Spielen. Lego spielen. Ritterburg. Dass wir immer coole Sachen basteln. Dass meine Freunde da sind. Dass wir uns basteln und auch andere Sachen coole spielen. Baby. Dass man spielen kann und dass man etwas über Gott kann lernen kann. Im Kriegsjahr lernen spielen und basteln. Ja. Und dass der Spielplatz noch dran ist. Nein, das gefällt dir eben nicht. Mir gefällt im Kriegsjahr,
dass wir immer etwas über Gott machen. Dass ich immer wieder meine Freunde sehe. Als wir immer etwas über Gott lernen. Dass ich aber ein Maisfeld habe. Baby. Der Töckeli-Kasten und der Lift. Dass man gut spielen kann. Dass man betrogen ein Maisfeld ist. Dass man viel Platz hat. Dass die grösser ist. Mir gefällt, dass sie so gross und so goldig ist. Dass wir viel Platz haben. Dass sie so groß ist und mega cool. Der Kids-Treffen. Und dass sie ist so goldig. Wir goldige Wände und eine coole Kille haben. Der Lift. Dass sie einen Töckeli-Kasten haben. Und dass sie gross ist. Das sind einige Farbtupfer von unserer Kirche. Kleine und grosse Farbtupfer, die genauso wichtig sind für die Kirche wie die Erwachsenen auch. Ich hoffe, dass ihr Kinder noch lange Freude habt an diesem goldigen Gebäude, an diesen grossen Räumen. Auch Freude habt, eure Freunde zu sehen hier. Und auch Freude habt, wenn wir immer wieder miteinander mehr von Gott lernen und entdecken. Und auch von seiner grossen Liebe. Und im Kids-Treff, wie auch in der Kirche, ist jeder und jede willkommen. Und auch bei Gott ist jeder und jede willkommen. Und das ist doch etwas mega Schönes. Und nicht nur die Erwachsenen haben viel mitgeholfen, wir haben es im Film auch gesehen, einige Kinder haben auch geholfen, das Gebäude aufzubauen. Wir möchten aber heute im Kids-Treff noch ein bisschen weitermachen. Wir möchten nämlich miteinander heute das Gebäude und einen Teil des Gebäudes auch noch mal ein bisschen verschönern miteinander. Dafür brauchen wir auch diese kleine Gartenschaufel hier. Jeder und jede von euch Kindern darf heute die mal in die Hand nehmen und mit der etwas machen. Wir werden beim Eingang etwas fix einpflanzen, wo nachher auch die Leute einladen soll, um hier hinzukommen, wo soll die Leute begrüßen und wo wir auch uns daran erinnern dürfen, wir sind auch ein Teil der Kirche, wir Kinder, ihr Kinder. Und ihr wachset auch bei uns hier innen auf, so wie auch die Pflanzen draussen werden weiter wachsen. Jetzt dürfen mal alle Kinder vom 1. Kindergarten bis zur 5. Klasse hier ankommen zu mir führen, weil wir werden jetzt dann gerade miteinander zusammen runtergehen. Auch alle Kids-Treffleiter kommen gerne hier hin. Und wir werden unser Programm nachher unten haben miteinander. Wir gehen hinten runter und wollen miteinander das goldige Haus noch ein bisschen verschönern. Wir sagen Tschüss und wünschen euch noch einen guten Morgen. Gott schreibt mit uns seine Geschichte. Das ist das Thema von dem Gottesdienst, das Thema, das wir bewusst auch über dem Einweihungsfest haben angeschrieben. Unsere Künstlerin, die unseren Schlüssel für die Schlüsselübergabe gestaltet hat, hat das wunderbar aufgenommen. Mit dem Schreiben, das man da sieht. Gott schreibt mit uns seine Geschichte. Und wenn ich jetzt da den Film sehe mit den Kindern oder wie sie da vorne stehen, dann denke ich, sind sie nicht nur ein wichtiger Teil der Kirche, sondern sie sind unsere Zukunft. Einige Generationen schreiben jetzt ihre Geschichte und die wir da vorne gesehen haben oder im Film, das sind dann unsere zukünftigen Pastoren, Mitarbeiter, die den Raum ausfüllen und die Geschichte weiterschreibt, dort, wo Gott seine Geschichte weiterschreibt. Und das finde ich so etwas Ermutigendes. Gott fängt an einem Ort an, seine Geschichte zu schreiben, es geht am nächsten Ort weiter und es hört nicht auf.
Vielleicht bist du jetzt auch da und denkst, das ist ein bisschen ein ungeheurer Gedanke. Gott schreibt seine Geschichte mit uns. Gott ist mächtig, Gott ist gross, Gott hat alles in der Hand. Und er braucht uns Menschen da dazu. Und ich möchte gerne mal miteinander darüber nachdenken, was das bedeutet, dass Gott seine Geschichte schreibt. Wenn wir in der Bibel schauen, was wir da alles lesen, dann entdecken wir, dass Gott eigentlich vom Anfang der Welt bis dann auch zum Ende hin seine Geschichte schreibt. Dass er einen guten Plan hat, dass er das nicht einfach die Welt ihrem Schicksal überlässt, sondern dass es einen Anfang gibt und dass es ein Ende gibt. Es fängt an mit der Schöpfung. Ich versuche mir mal das zu vorstellen, wie das zu und her gegangen ist. Ich frage mich, ob Gott auch nach das Einweihungsfest gemacht hat, wo es fertig war. Wir haben den Engel auch angestoßen im Himmel miteinander und haben so ein Fest gemacht wie wir jetzt, weil Gott hat gesagt, es ist sehr gut. Und dann ist er mit den Menschen zusammen im Paradies, ist der Sündenfall gekommen und immer wieder gesehen mit der Geschichte von Gott, wie er sich bemüht hat um den Kontakt zu den Menschen, um die Nähe der Menschen. Er hat die Erzväter, den Abraham, den Isaac, den Jakob, den Josef, hat immer wieder berufen und gesagt, aus euch wird mal ein grosses Volk, wo wir im Kontakt sind, wo wir nahe sind. Dann ist Israel gekommen, das Volk Israel in der Sklaverei in Ägypten und er hat sie rausgeführt ins geheißene Land. Und hat gesagt, ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Wir wollen in Beziehung sein zueinander. Später ist Jesus gekommen, geboren, Gott selber, der zu den Menschen kommt. So eigentlich fast ein bisschen der Höhepunkt der Geschichte. Gott, der ganz nah bei den Menschen ist. Wo Jesus am Kreuz stirbt und aufersteht und sagt, bei mir könnt ihr Vergebung haben. Bei mir könnt ihr in eine lebendige Beziehung mit Gott hineinkommen. Und die Zeit jetzt, Jesus, was sagt, er ist im Himmel, und Gnadenzeit. Wir reden oft von der Gnadenzeit oder der Zeit der Gemeinde, wo wir ein Teil davon sein dürfen, wo wir da ein Kirchengebäude bauen, wo Gemeinde stattfindet und wo wir die Gnade von Jesus immer wieder neu entdecken. Und die Geschichte geht auch weiter. Wir dürfen uns auf den Moment freuen, wo Jesus wiederkommt. Manchmal denke ich, es könnte ein bisschen schneller gehen, aber wer weiß, es heisst ja, Jesus kommt bald und was wird das für ein wunderschöner Moment sein, wenn Jesus wieder auf die Welt kommt und sein Reich sichtbar wird aufrichten. Wahrscheinlich wird das der absolute Höhepunkt der Weltgeschichte sein. Wenn ich jetzt so einfach mal das wie ein bisschen im Überblick habe und wenn man die ganze Welt anschaut, dann kann man echt sagen, ganz am Anfang ist Gott gestanden und am Ende auch. Es gibt einen Vers in der Offenbarung, da heißt es über Gott, wo Gott sagt, ich bin das Alpha, also der erste Buchstabe eigentlich vom griechischen Alphabet, der Anfang von allem. Und das Omega, der letzte Buchstabe vom griechischen Alphabet. Als Ende, als Ziel, dort, wo alles anführt. Das spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Und weiterhin in der Offenbarung, dort heißt das Gleiche über Jesus, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Wenn ich mir das so vorstelle und manchmal versuche, so bewusst eine größere Perspektive reinzunehmen, das ist etwas, was mir extrem gut tut. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Manchmal im Alltag ist man mit seinen Sachen unterwegs und man kämpft mit diesem und mit jenem. Da beim Bauen ist es uns manchmal gleich gegangen. Da hat man genau ein Problem vor den Augen und versucht, das zu lösen. Manchmal sind es ja ganz kleine Sachen. Letztes Jahr habe ich versucht, das Briobahnschienchen in die Heizung zu flicken. Und habe das kleine Kügel, das dran ist, wieder versucht, das ist abgebrochen und habe es versucht, irgendwie wieder anschrauben, reinnägeln und dann hat es das alles gespalten. Und etwas mega Kleines, aber in dem Moment bin ich ein bisschen verrückt worden, da hat es mich genervt, da habe ich viele Runzeln gemacht auf der Stirn. Und wenn man in dem Moment sich bewusst ist, hey, Gott hat einen guten Plan mit dieser ganzen Weltgeschichte und wegen dem kleinen Brio-Bändchen geht jetzt die Welt nicht unter. Wegen dieser einen Schraube geht die Welt nicht unter. Es geht weiter und Gott führt seinen guten Plan zu Ende. Das ist etwas, was mich oft extrem einfach durchschnaufen lässt. Weil wir sind so oft mit unseren Alltagsproblemen beschäftigt, dass es manchmal gut tut, einfach wie einen Schritt zurückzustehen und sehen, Gottes Geschichte, die hat einen Anfang und sie hat ein gutes Ziel. Das ist eigentlich so wie ein roter Faden, der sich durch die ganze Geschichte durchzieht. Vom Anfang bis am Schluss, dass Gott seine Geschichte schreibt, unbeirrbar, zielstrebig und dass er es zu einem guten Ende wird führen. Und was mich erstaunt an dieser Geschichte, ist, dass Gott die Geschichte mit uns Menschen schreiben will. Manchmal denke ich so, Gott, als allmächtiger Gott, der hat ja alle Möglichkeiten. Er hat alles in der Hand. Er kann doch einfach selber schauen, dass das alles zum Guten sich wendet.
Aber interessanterweise will er uns Menschen da dazu brauchen, uns unvollkommene Menschen. Ich habe mir schon oft überlegt, wieso ist das eigentlich so? Wieso will Gott ausgerechnet mit uns unvollkommenen Menschen seine Geschichte schreiben? Vielleicht aus Gnade oder auch aus Liebe, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Und das erstaunt mich auch, wenn ich daran denke, was passiert da bei uns im Embrachertal. Auch da schreibt Gott seine Geschichte. Und der rote Faden zieht sich auch da durch. Das ist nicht Gott egal, was da passiert. Er sagt nicht nur, die grossen Sachen sind mir wichtig, sondern was da in diesem Tal passiert, ist ein Teil von Gottes Geschichte, die er hat mit den Menschen. Und man kann noch weiter schauen. Wir sind da heute, um das Gebäude einweihen. Und auch da, was da passiert, in diesem Gebäude, da will auch Gott seine Geschichte schreiben. Und das erstaunt mich und fasziniert mich, dass Gott ganz näher zu uns kommt und mit uns Menschen da an diesem Ort seine Geschichte will schreiben. Gott hat auch seine Geschichte da schon geschrieben. Ich könnte schon ein paar Geschichten erzählen, die da schon passiert sind in den Gebäuden, die Gott geschrieben hat mit verschiedenen Menschen. Und wir sind aber auch da, zum bewusst zu sagen, als Kirche, wir wollen, dass Gott da innen seine Geschichte schreibt. Das soll nicht das Gebäude sein, das unseren menschlichen Erfolg oder Ziel dienen sollte, sondern das Ziel von Gott. Das fasziniert mich auch an dem Schlüssel. Da oben sieht man ja die Krone. Wenn man genau schaut, ist die da oben so schön oben drauf gestellt. Und das ist ja unser Wunsch, dass da innen ein Stückchen Himmel auf Erde sein darf. Oder ein Stückchen Reich Gottes auf Erde, wo er seine Geschichte schreiben darf. Und wenn man daran denkt, dass Gott seine Geschichte schreibt, da, in diesem Gebäude, dann hat es mich auch sehr gefreut, das eine Geschenk, das wir hier bekommen haben, das Spray von meinem Vorgängerpastor, ein Goldspray. Und wenn man den hier aufklappt, kann man noch etwas lesen. Und er hat gefunden, der Joachim, den er uns gegeben hat, das Gebäude ist zum Brauchen da, dass etwas passiert. Es darf Abnutzungserscheinungen haben. Und dann kann man mit dem Goldspray wieder ein bisschen nachbessern. So. Und es steht darauf dann, wichtig, nicht abriebfest, nur begrenzt wetterfest. Also bewusst auch, Leute, das Gebäude brauchen, dass da Reich Gottes gebaut werden kann. Und nicht für das Gebäude da sein, sondern für das, was Gott will tun, für die Geschichte, die er will schreiben. Oder unsere katholischen Freunde, die die Kerzen gebracht haben, als ein Zeichen vom Licht, das soll scheinen. Nicht nur da rein, sondern auch ins Umfeld rein. Das ist der Wunsch, den wir haben für das Gebäude. Und das ist so eine wunderbare Zusage, die ich uns als Kirche auch bewusst zusprechen will. Gott will da mit uns seine Geschichte schreiben. Er hat es schon in der Vergangenheit da, er tut es jetzt und er will es auch in Zukunft tun. Aber es ist auch eine Zusage für dich persönlich. Die Kirchen sind ja Menschen. Die Kirchen sind nicht die Mauer, die Decke oder das Kreuz, das vorne steht, sondern die Kirchen sind Menschen, die ein- und ausgehen. Und das ist eine Zusage für dich persönlich. Gott will mit dir seine Geschichte schreiben. Ich wünsche mir, dass wir heute heimgehen oder wenn du die schaust im Livestream, dass du das als Ermutigung mitnimmst. Der Gott, der von Anfang an war und die Ewigkeit wird sein, wo einen roten Faden durch die ganze Geschichte durchzieht und wo alles in seiner Hand hat, er wird mit dir seine Geschichte schreiben. Als Kirche sagen wir, ja, wir sind ja da, wir wollen deine Geschichte schreiben, Gott. Gott, brauchst du uns, um das zu machen, was du willst. Aber ich möchte dich auch ermutigen, dir persönlich die Frage zu stellen, habe ich ein Ja dazu, dass Gott auch mit mir seine Geschichte schreiben darf? Es gibt verschiedene Einwände, die manchmal kommen. Ein Einwand, den ich immer wieder höre, ist der, okay, aber ich kann das nicht. Ich bin zu unperfekt. Ich bin nicht genug gut, dass Gott mit mir seine Geschichte könnte schreiben. Ich liebe es, den Blick in die Bibel hinein. Da werden ja ganz verschiedene Leute vorgestellt, wie Gott sie gebraucht hat, um seine Geschichte zu schreiben. Zum Beispiel der Abraham. Der war sehr alt, als Gott seine Geschichte mit ihm geschrieben hat. Sarah, die war unfruchtbar. Der Jakob, der war ein Betrüger. Die Lea, die war unattraktiv. Der Josef ist misshandelt worden, er ist versklavt worden, er war ein Häftling. Der Mose hat gestottert und er hat überhaupt nicht wollen. Der Gideon war arm, der Samson hat das Helfersyndrom, die Rahab war eine Prostituierte. Der David, der hat außereheliche Affären und hat jenste andere Familienprobleme gehabt.
Der Elia war Selbstmord gefährdet, der Jeremia depressiv, der Jona widerspänstig, Noemi verwitwet, hat alle Söhne verloren dazu. Der Johannes hat Heugümper in der Wüste gegessen und ist mit Kamelhaarfell rumgelaufen. Der Petrus war impulsiv, heißblütig. Die Martha hat Sorgen gehabt. Die Samariterin war mehrfach geschieden, der Zachäus verhasst und geldgierig. Der Thomas ein Zweifler, der Paulus krank und der Timotheus war schüchtern. Und diese Leute hat Gott gebraucht, um seine Geschichte zu schreiben. Alle sind ein Teil geworden von Gottes Geschichte. Es ist ein grosses Geheimnis. Gott braucht unvollkommene Menschen, um seine Geschichte zu schreiben. Im Hebräer lesen wir eine spannende Stelle, wo all die verschiedenen Personen erwähnt werden. Und dann heißt es im nächsten Kapitel, nach all diesen Personen, nach diesen Glaubenshelden, nach diesen unperfekten Glaubenshelden, die da aufgezählt werden, deshalb lasst nun auch uns, die wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Also der Schreiber spricht da an, da gibt es ganz viele andere, die haben auch einen Glauben gelebt. Das sind die Züge, die haben wir wie um uns herum. Also deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Also der Schreiber sagt, vielleicht gibt es Sachen, wo du weißt, dass sie dran sind zum Ablegen. Vielleicht ist das der einzige Punkt, den du heute mitnimmst, dass Gott dir schon lange etwas aufs Herz gelegt hat, dass es Zeit ist, um das ablegen, um das loslassen, um das aufhören, um mit dem abschließen. Vielleicht ist das der einzige Punkt. Und der Schreiber sagt, das ist wichtig, dass man das abläuft. Und dann weiter. Und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Das finde ich auch noch cool im Zusammenhang jetzt mit unserem Gebäude. Wir haben jetzt Gas gegeben als Gemeinde. Wir haben uns investiert. Wir sind 2 Jahre voll dran gewesen. Wir haben zum Teil ein bisschen aufgeschrieben, wie viele Stunden da geschaffen wurden. Es sind unzählige Stunden zusammengekommen, aber es sind noch viel mehr dazu, die im Hintergrund passiert sind, wo man zum Teil gar nicht gesehen hat. Aber der Wettlauf ist nicht vorbei. Der geht weiter. Oder geht jetzt erst richtig los. Wir werden da aufgefordert, mit Ausdauer zu laufen, das Leben so wie einen Wettlauf anzuschauen. Also eher ein Marathon, nicht ein Sprint und dann kommt die Liegestuhlzeit oder so. Sondern mit Ausdauer dran zu bleiben, in dieser Geschichte, die Gott schreiben will. Und mit einem Ziel vor Augen. Das ist ja wichtig bei einem Marathon, bei einem Wettlauf, dass man das Ziel vor Augen hat. Dass man auch zum Ziel kommt. Und das heisst da, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Also Gott will unperfekte Menschen brauchen, die einen Glauben haben, die das Vertrauen haben auf Gott. Weil Gott, er ist perfekt. Ihm ist alles möglich. Und er kann durch unperfekte Menschen das möglich machen, was uns Menschen nicht möglich wäre. Es ist ganz spannend, was über den Glauben von diesen Glaubenshelden heisst. Wir werden die 2 Wochen in Gottesdienst da haben, wo es genau um das geht, um den vielleicht ein bisschen crazy Glauben, den die Glaubenshelden hatten. Der Simon Müller wird der dann haben. Es lohnt sich unbedingt, um da dabei zu sein oder wer in der Ferien ist, dann reinzuhören auf dem Livestream, um ein bisschen mehr über den Glauben zu entdecken, den die hatten. Weil es ist ein Glaube war, der sich nicht am eigenen Leistung oder eigenen Perfektion festgemacht hat, sondern auf Gott geschaut hat. So wie wir da ermutigt werden, wir sollen auf den Anfänger und auf den Vollender vom Glauben schauen, auf Jesus Christus. Ein zweiter Einwand, den ich oft höre, mit mir kann Gott seine Geschichte nicht schreiben, ist, es bringt nichts. Es ist viel zu klein. Das, was ich beitragen kann, das ist so munzig. Ich bin zu alt, zu schwach, ich kann gar nichts mehr machen. Es ist es nicht wert. Meine Rolle in der ganzen Geschichte von Gott, die ist die, ich von einem ganz winzig kleinen Nebendarsteller. Als ich über diesen Punkt nachdenke, dann ist mir ein Erlebnis in den Sinn gekommen. Ich war vor ein paar Jahren in der Oper. Ich gehe die noch gerne, wenn es sich gut ergibt. Das Spektakel anschauen, das dort inszeniert wird. Und da ist gerade die Oper aufgeführt worden, Elektra von Richard Strauss. So in einem Akt ist das, da hat es keine Pause, das läuft alles durch. Und das ist da ein Spektakel. Dann ist da die Hauptsängerin ist da auf der Bühne und ist vom ersten Moment bis zum letzten Moment da und alle johlen dazu und so. Und ich mag mich aber an etwas ganz anderes erinnern in diesem Stück. Weil nämlich eine Szene hat es gehabt. Jetzt sind plötzlich ein paar Nebendarsteller auf die Bühne gekommen. Die sind nur kurz da und nachher wieder verschwunden. Und irgendwie von der Geschichte her war es so gewesen, plötzlich habe ich gemerkt, oh, die sind ja nackig. Da sind da einfach ein paar auf die Bühne gekommen, ganz nackig.
Zum Glück sind wir ein bisschen weit hingeguckt. Die vorderen Plätze sind ein bisschen zu teuer gewesen. Sonst hätte man da noch alles gesehen, rumbambeln und so. Ich habe fast meine Augen nicht getraut. Jetzt kommen da die Nebendarsteller auf die Bühne und plötzlich sind sie wieder weg gewesen. Aber das ist das Bild, das mir geblieben ist. Das habe ich nicht vergessen bis heute. Und es ist für mich auch so ein bisschen zum Bild geworden, dass ein Nebendarsteller, der kann einen gewaltigen Unterschied ausmachen für jemanden. Manchmal braucht es nur etwas ganz Kleines. Und ich will dir zusprechen, das, was du machen kannst, in einem gewissen Moment, für den anderen Menschen, der dort ist, für den Nächsten, der dort ist, du bist der Einzige, der das kann. Und Gott will dich brauchen. Vielleicht denkst du, es ist nur ein kleines Mini-Stückchen, wie ein munziger Nebendarsteller in einem riesigen Stück, das Gott vorhat mit dieser Welt. Aber es ist entscheidend wichtig für den Moment, für die Person, die dort ist. Und außer dir kann die Rolle niemand übernehmen. Darum werden wir da aufgefordert auch, wir sollen alle ausdauernd bleiben, dran bleiben und den Lauf vollenden. Das bedeutet für mich, den Lauf vollenden bis zu dem Zeitpunkt, wo wir mal werden sterben auf dieser Welt. Es gibt keinen Moment, wo wir zu jung sind. Es gibt keinen Moment, wo wir zu alt sind. Gott wird alle Generationen brauchen. Von den Kindern, die wir vorher gesehen haben, bis zu den Senioren. Auf verschiedene Arten und Weise. Vielleicht ist mal ein Kapitel fertig geschrieben. Und man sagt, da schließe ich etwas ab. Die Baukommission-Kapitel ist fertig geschrieben für die nächsten Jahre. Es kommt aber ein neues Kapitel. Gott wird ein neues Kapitel mit uns schreiben. Und vielleicht ist es eine kleine Geschichte. Aber Gott ist es wichtig, dass er seine Geschichte mit uns schreiben darf. Ein dritter Einwand, den ich manchmal höre, okay, da sind so viele gute Leute. Schauen wir umeinander, die vielen schönen, hübschen Leute, die da sitzen. Aber ich glaube, ich bin Gott zu wenig wichtig. Und ich habe dazu ein paar Bibelverse, die ich euch vorlesen aus dem Psalm 139. Einige kennen den Psalm, es sind sehr schöne Verse, die etwas davon zeigen, wie wertvoll wir Menschen, wie jeder einzelne Mensch für Gott ist. Und ich habe die jetzt nicht da drauf als Folie, ich will die einfach vorlesen. Vielleicht wäre es ein guter Moment, um jetzt die Augen zumachen. Wer sich das traut, darf einfach die Augen zumachen, auch die Heim auf dem Sofa oder in der Badwanne. Und mal die Verse sich anhören. Und es ist etwas ganz Persönliches, was uns zeigt, was Gott über dich denkt, über dein Leben denkt. Der Psalmschreiber schreibt ab Vers 13. Du, Gott, hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Statt gebildet könnte man sagen, geformt, kunstvoll gestaltet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Also wenn du an dich denkst, wie alles an dir funktioniert, wie dein Herz schlägt, wie deine Ohren hören und wie es deine Seele im Innersten zu Gott hinzieht, dann kannst du einfach staunen und Gott dankbar sein, weil er hat dich wunderbar gemacht. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Gott hat dich schon gesehen, wo du noch im Leib der Mutter warst. In dem Stadium, wo wir Menschen uns überlegen, ob wir jetzt abtreiben oder nicht, hat Gott dich schon gesehen. Er hat dich geliebt. Er hat dich gewollt. Und er hat dich geformt. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Das mal die paar Verse aus dem Psalm 139. Es lohnt sich, zum noch mehr zu lesen, es geht noch weiter. Aber das ist ein Gedanke, den ich dir mitgeben will. Du bist Gott so wertvoll, dass er ein Buch von dir hat. Also wenn ich mir mein Bücherregal vorstelle, ich habe jetzt extra die Tür offen auf dem Pastorenbüro, da dürfen wir natürlich am Einweihungsfest und Tag der offenen Tür hineinschauen. Wir dürfen auch sonst gerne mal vorbeikommen zum Käferli, das ist, sind wir auch sehr willkommen. Aber in meinem Bücherregal stehen nur ganz wenig Biografien drin. Von den Personen, die mir besonders wichtig sind, wo ich finde, von denen kann man etwas lernen, die haben eine Bedeutung für mich.
Im Bücherregal von Gott hat es eine Biografie von dir drin, weil du Gott so unendlich wichtig bist. Also wenn das am Anfang auch deine Gedanken waren, ich will dich ermutigen, denk nie wieder, es spielt für Gott keine Rolle, keine wichtige Rolle, weil du bist Gott unendlich wichtig. Es gibt niemand so wie du. Ein vierter Einwand, den ich manchmal höre, ist, okay, jetzt ist da das Lebensbuch von mir. Vielleicht hat Gott da sein Lebensbuch irgendwie, und wenn ich jetzt mir überlege, was steht dort alles drin, dann kommt es mir eigentlich nicht so schön vor. Vielleicht kommen dir ein paar schöne Geschichten in den Sinn von deinem Leben, aber vielleicht merkst du auch, wenn du überlegst, da stehen ein paar Geschichten drin, die gefallen dir gar nicht. Geschichten von schlechten Sachen, die passiert sind. Vielleicht kommen dir Erlebnisse in den Sinn, wo du jemanden angelügt hast, wo du in deiner Familie, deine Eltern oder jetzt deine Frau angelügt hast, sogar untreu geworden bist. Geschichten, wo du neidisch bist, wo du dir gewünscht hast, dass du alles hast, was die anderen hätten, wo du anderen nicht hast mögen gönnen, was sie haben, wo du ungerecht bist oder irgendeine von anderer Art bösartig, zornig, wo du über die Stränge geschlagen hast und Drogen oder andere Sachen missbraucht hast, wo du andere gehasst hast, andere Menschengruppen oder böse Sprüche machst über andere vordergründig, direkt oder hindurch, wo du andere abziehst, wo du schlechte Stimmung verbreitest. Wie kommen die Geschichten in den Sinn, wo du gemeine Sprüche machst oder wo du anderen sogar den Tod gewünscht hast. Und du denkst, nein, mit dem Buch, das ich da geschrieben habe, mit dem Buch kann Gott nicht seine Geschichte weiterschreiben. Das will ich eigentlich nicht mehr haben. Das ist nicht schön. Und vielleicht kommen dir so Gefühle auf, von, wenn es möglich wäre, die Seite rauszureißen, die eine oder die andere Seite, das ein oder andere Kapitel umgeschrieben machen, das geschrieben ist in meinem Leben, in dem Buch, das im Himmel steht. Und das ist so das Ermutigende für mich, wenn wir miteinander gemeint sind, wenn wir miteinander Kirche sind, auch wenn wir da den Schlüssel anschauen, das Symbol, das es da noch drin hat, das Kreuz. Genau für das ist Jesus gekommen. Jesus ist auf die Welt gekommen, um auch seine Geschichte zu schreiben. Und seine Geschichte hat uns Menschen geholfen. Er ist den Weg gegangen auf dieser Welt, um am Kreuz zu sterben, um unsere Schuld, unsere Sünde, unsere Vergehen, unser Böse, all die Schandflecken quasi in unserem Buch, um das auf sich zu nehmen und Strafe dafür zu zahlen. Und er sagt, ich will euch das vergeben. Nehmt Vergebung an, dann wird es reingewaschen. Es gibt einen schönen Vers, der ganz gut dazu passt, auch im Hebräerbrief, dort heisst es folgende Wort. Wie viel mehr wird das Blut, da habe ich es genau, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat. Das ist die Geschichte, die Jesus geschrieben hat. Er ist auf die Welt gekommen, um das lebendige Opfer zu sein. Euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Wenn wir uns ein Buch anschauen und sagen, ja Gott, du darfst deine Geschichte schreiben, dann dürfen wir mit unseren Schandflecken zu Jesus gehen und dürfen ihm bitten, dass er es uns vergibt. Und er vergibt es gern. Er reißt die Seite raus, er nimmt den Radierer und macht eine neue, weisse Seite. Sein Blut reinigt uns als Menschen, bildlich das Buch. Ich möchte zum Schluss kommen. Da sind ein paar Gedanken dazu, wie Gott seine Geschichte mit uns Menschen schreibt. Ich möchte dich ermutigen, einen Gedanken mitzunehmen, der dich jetzt besonders angesprochen hat, wo du dich wiederfindest, wo dich vielleicht auch irritiert hat, wo du denkst, da will ich mehr darüber in die Tiefe gehen. Vielleicht ist das einfach, dass du sagst, ja, die Vergebung, dass Gott meine Seiten wieder weiss macht, die schlecht sind. Und die neue Geschichte möglich ist, die will ich annehmen. Du kannst darüber mehr nachdenken. Wir haben gerade am letzten Donnerstag im Alpha-Life-Kurs das Thema gehabt, warum starb Jesus am Kreuz? Ich habe zum dritten Mal, ich habe extra das schnell nachgeschaut, den Vortrag gemacht über das Thema. Und es fasziniert mich jedes Mal wieder ganz von Neuem, das zu entdecken, was Jesus an dem Kreuz gemacht hat, dass Vergebung möglich ist und eine neue weisse Seite. Wenn jetzt jemand noch würde spontan einsteigen in den Kurs, am nächsten Donnerstag geht es weiter, dann könnt ihr gerne auf mich zukommen. Vielleicht ist das dein Punkt heute. Vielleicht ist es einfach der Punkt, dass du sagst, ich bin ein unperfekter Mensch, aber okay Gott, brauch mich. Brauch mich, weil du bist ein perfekter Gott. Vielleicht ist der Punkt, dass du sagst,
Ich will mir bewusst sein, dass was ich in einer bestimmten Situation für einen anderen Menschen tun kann, das kann in dem Moment niemand anders machen. Oder vielleicht sagst du, ja, ich habe schon einige Kapitel geschrieben und ich bin müde, aber ich will Ausdauer haben. Ich will den Lauf vollenden. Und mit dem, was ich kann, mit der Kraft, die ich noch habe, mit diesen Möglichkeiten, will ich Gott dienen. Gott schreibt du deine Geschichte, bis das der Lauf vollendet ist. Weil Gott will alle Generationen brauchen. Und die besondere Ermutigung, schauen wir zusammen auf Jesus. Weil er ist der Anfänger und Vollender vom Glauben. Ich möchte gerne beten. Danke, Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist und auch deine Geschichte geschrieben hast. Und deine Geschichte ist ans Kreuz gegangen, wo du gestorben bist für uns Menschen, damit du uns die Sachen aus unserer Geschichte kannst vergeben, die nicht gut sind. Und danke, dass du uns vergeben willst, dass du gnädig bist und willst auch Hoffnung schenken und eine neue weisse Seiten aufschlagen in unserem Buch, wo wir weiterschreiben können, deine Geschichte, die du mit uns vorhast. Danke, Vater im Himmel, dass du das Alpha bist, der schon von Anfang an da ist. Und das Omega, der alles zum Ziel wird führen. Und auf dieser ganzen langen Geschichte gibt es einen kleinen Ausschnitt, wo du mit uns schreiben willst. Und das ist ein mega Geschenk, ein mega Privileg. Und wir bitten dich, dass du den nächsten Satz, die nächsten Ziele, das nächste Kapitel in unserer Geschichte schreibst, wo du willst. In unserer Geschichte ganz persönlich, in unserer Geschichte als Kirche, als FEG-Embrach. Und auch in dieser Zeit, wo wir in dem Gebäude sein dürfen, dass du auch diese Geschichte in diesem Gebäude schreibst. Amen. Wir wollen miteinander unterwegs sein, um auf den Jesus zu schauen, der der Anfänger und der Vollender ist vom Glauben. Wir wollen ihn loben. Er ist der König. Er steht über alles. Er hat die Krone. Und so wollen wir miteinander auch singen. Miteinander vielleicht wie niemals zuvor zu unserem König. Weil ihm gehört alle Ehre. Ihm gehört alles Lob und ihm gehört aller Dank, dass er uns unperfekte Menschen will brauchen für seine perfekte Geschichte. Nutze die Zeit, um diese Gedanken zu bewegen. Du darfst ja gerne aufstehen und mit einstimmen in die Worte. Wir kommen jetzt zum wunderschönen Teil von dem Gottesdienst, wo wir Gott nämlich einladen und um sein Segen bitten für das, was in dem Gebäude passiert. Für das brauchen wir auch das Mikrofon noch. Kannst du es noch anlassen? Danke vielmals, perfekt. Es hat verschiedene Leute, die mir mithelfen für diesen Teil. Darf ich die gerade führen, bitte? Die Julia, der André, der Timos und auch der Linie. Und können wir während dieser Zeit bitte nach links und rechts Fenster aufmachen für 2-3 Minuten. Das gehört zu unserem Schutzkonzept, dass wir nach dem Singen einmal durchlüften. Also bitte schnell aufmachen, 2-3 Minuten frische Luft da durchziehen lassen. Das wäre gut. Genau, da können wir uns ein bisschen verteilen da auf der Bühne. Perfekt. Wir haben das Anliegen, dass wir miteinander beten. Es beinhaltet so ein bisschen wie 3 Aspekte, die wir betonen wollen, jetzt zu der Einweihung von dem Gebäude. Das eine ist Fürbitte, dass wir Fürbitten, dass Gott da wirken möge. Das eine ist aber auch eine Art des Bekenntnis, dass wir als Kirche bekennen, Gott soll da wirken, es soll sein Reich gebaut werden, er soll seine Geschichte schreiben und es ist auch einfach ein Segensgebet, wo wir dem, vor allem den Menschen, die ein- und ausgehen, Segen zusprechen. Und es freut mich sehr, dass ich 3 Leute gewinnen konnte, die auch die Bandbreite von der ganzen Gemeinde repräsentieren. Ich konnte den André anfragen, der so auch aus dem dritten Lebensdrittel der Stellvertreter ist, wo für mich auch ein Vorbild ist, wie dass man dranbleiben auf dem Lauf, bis er irgendwann einmal vollendet ist und nicht schauen, einfach weit treu dienen. Und auch der Timos, der so aus dem mittleren Lebensdrittel der Vertreter ist für Leute, die berufstätig sind, die Familie haben oder als Single unterwegs sind, die tagkräftig sind, verschiedene Art und Weise. Und die Julia aus dem ersten Lebensdrittel quasi, wo auch die Generation repräsentiert, wo unsere Zukunft ist, wo wir ermutigen und stärken und den Rücken stärken und wo wir Freude haben, wenn sie vorwärts gehen. Ich habe euch gewinnen, um einen Teil von dem Gebet zu sprechen. Und ich wünsche mir auch, dass wir miteinander auch innerlich das Gebet mitbeten können. Auch wenn du jetzt da bist und sagst, ich bin nicht ein Christ oder weiss auch nicht was.
Du darfst einfach das auch als einen Wunsch sehen, den du haben für das, was in dem Gebäude passiert. Du darfst das innerlich mitbeten, mitreden, mitwünschen und am Schluss können wir das auch mit dem Amen so bezeugen. Der Lieni hat einen Vers ausgewählt, wo wir auch der Zeit in dem Gebäude, dem Leben in dem Gebäude widmen wollen, und den hören wir dann nach dem Gebet. Ich bitte euch aufzustehen dazu, dass wir miteinander beten können. Und dann kannst du, Julia, starten, dann kommt der Dimos und dann der andere. Ja, Vater, danke vielmals für den Morgen, wo wir alle hier zusammen versammelt sind, wo ja, wir uns sehen und deine Gnade im Fokus haben, Jesus, weil wir sind ein Haufen voll Sünder und du hast uns bis dahin gebracht in dem neuen Gebäude, wo wir jetzt die neuen Räume nutzen und wo wir so viele neue Möglichkeiten haben und wo so viele Leute auch da haben daran arbeiten. Und Vater, möchte ich bitten, dass du jetzt mit in die Zeit kommst, gerade in dem Start, wo wir jetzt da bezeugen und das Haus einweihen, dass wir einfach deine Gnade empfangen und untereinander auch die Gnade weitergeben. Und ich möchte dich jetzt auch bitten für die Erwachsenen und für die Singles, für die Familie haben, für die alle im Beruf tätig sind. Vater, ich möchte dich bitten, dass du ja, gnädig bist und dein Segen immer wieder ausschüttest und dass wir die Gnade spüren und sehen, was du für uns da hast und dass wir den Blick auf dich richten und dass die Leute sehen um uns herum im Beruf, überall, wo wir drin stecken, ja, dass wir allein durch deine Gnade dürfen da auf dieser Welt sein und dass du uns führst, Vater. Ich danke dir, dass du uns segnest. Ja, Vater im Himmel, im Namen von Jesus Christus danke ich dir, dass wir in das Gebäude kommen dürfen, dass wir das Gebäude brauchen, um deinen Namen gross zu machen. Ich bitte dich, dass deine Liebe in diesen Räumen kann herrschen. Ich bitte dich, dass wir immer untereinander Liebe weitergeben können. Hilf uns, dass wir die Liebe können, ja, dass die Liebe in uns immer mehr wachsen kann, dass wir sprudeln von deiner Liebe, dass wir können, ja, die Liebe auch weitergeben, Leute, die dich noch nicht kennen. Ich bitte dich für Senioren, dass sie sich da wohlfühlen in diesen Räumlichkeiten, dass sie dürfen, ja, ihren Platz haben und ja, dass sie auch wachsen, immer mehr wachsen können im Glauben. Ich danke dir, dass wir eine Gemeinde sein dürfen, dass wir an dich glauben und deine Kinder sein dürfen. Amen. Vater im Himmel, wir drei sind jetzt da oben auch in einer Nebenrolle. Danke, dass ich jetzt auch noch ein Wort dazu sagen darf. Freude ist wie eine Fahne, die flattert über einem Königspalast. Die Kiste Fahne bedeutet, Majestät ist daheim. Man freut sich, dass Majestät anwesend ist. Du hast uns nicht, Herr, einen Königspalast geschenkt, aber du hast uns das Haus geschenkt und das ist ein grosses Geschenk und hast uns damit eine grosse Freude bereitet. Und dafür wollen wir dir danken von Herzen. Unser Anliegen ist und unsere Bitte, dass du das Haus mit deiner Gegenwart segnest. Möchtest alle segnen, die da ein- und ausgehen. Und speziell wollen wir dich auch bitten, für Kinder, für Teenies, für die Jugendlichen, dass sie dir in diesem Haus begegnet,
dass sie dich kennen und lieben lernen. Und du mögst ihnen schenken, dass sie schon in jungen Jahren den Weg zu dir mögen finden. Für uns alle möchten wir dich jetzt bitten, segne du uns und behüte uns. Sei du uns gnädig, schau du auf uns und schenk uns deinen Frieden durch und in Jesus Christus. Amen. Und wir wollen ein Wort noch über die Einweihung und das Gebäude stellen. Dem Anlass einen Vers widmen, wo Jesus gesagt hat, ganz am Schluss von der Bergpredigt, und in dem Sinn Wegweisung auch von Jesus entgegennehmen für unsere Kirche. Jesus hat gesagt: Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und auch danach handelt, einem Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Amen. Amen. Ja, genau. Wir sind am Schluss von unserem Festgottesdienst angelangt oder schon fast am Schluss. Wir gehen auf die Zielgeraden, einfach mit 2, 3 Mitteilungen, die ich noch gerne machen möchte. Die Kollekte vom heutigen Gottesdienst hat damit zu tun, dass wir beschenkt worden sind, dass wir dankbar sind über dem, was Gott uns gegeben hat in den vergangenen Monaten und dass wir darum, dass das, was wir heute zusammentragen, gerne weitergeben im Rahmen der Betttagskollekte. Wollen wir die heutigen Gaben an den Gemeindeverband FEG Schweiz weitergeben. Das heisst, in die übergemeindliche Arbeit über unseren Gartenhagen aus investieren. Übergemeindliche Arbeit, die FEG Schweiz als einer der grössten Gemeindeverbände leistet. Die FEG Schweiz ist durch ihre Leiter auch vertreten in verschiedenen Organisationen. Ich erwähne den BESI, den Bibellesebund, die Evangelische Allianz, SAM global und natürlich auch auf Verbandsebene und in den verschiedenen Missionswerken. Kollekte fließt in die übergemeindliche Arbeit hinein. Sie unterstützt aber zusätzlich auch die Medienstelle von der FEG Schweiz, Familienarbeit, Next Generation und die Ausbildung und Weiterbildung von Pastoren in der ganzen Schweiz. Man kann Kollekten einwerfen, draussen beim Eingang. Gerade da oben hat es Kollektenboxen. Man kann online spenden auf feg.ch. Man kann twinten, es hat hier hinten einen Code, auch, der aufliegt. Und natürlich auch noch die Einzahlungsscheine, die es auch dort auf dem Ständer noch hat. Letztes Jahr sind im Rahmen dieser Betttagskollekte fast 100'000 Franken zusammengelegt worden, schweizweit. Und wir wollen auch dieses Jahr einen kleinen oder grösseren Beitrag dazu leisten, dass es wieder einen schönen Batzen gibt. Danke vielmals für alle Gaben. Ich möchte einen Hinweis noch machen auf unser Gemeindeprogramm. Wir starten mit einer Predigtreihe nach der Herbstferien «Starke Beziehungen». Wir hatten schon mal einen Teil, wo wir die 10 Gebote thematisiert haben. Es geht da um die zweite Tafel, Beziehungen, wo wir alle beteiligt sind. Herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst. Es hat hinten tätige Flyer, die aufliegen, die ihr gerne heimnehmen könnt, als Erinnerung an die Gottesdienste, die werden kommen. Es hat hinten auch noch aufliegend Festführer, die wir gestaltet haben zu dieser Einweihungsfeier, zu dem Einweihungswochenende, wo informativ ist, wo sehr viele Bilder auch drin sind zum Bauprojekt, wo es aber auch Informationen hat über die Geschichte von unserer Kirche und über das Angebot von unserer Kirche. Nehmt doch so einen Festführer auch noch mit, oder 2 oder 3 oder 4. Es hat genug, wenn ihr noch interessierte Leute habt, wo ihr gerne auch noch so eine Festschrift weitergeben wollt.
Gestern haben wir ein bisschen kühles Wetter gehabt. Es hat darum noch einige Kartons Bier, die übrig geblieben sind. Auch noch ein bisschen Wein. Wenn ihr Interesse habt, so eine Kiste zu kaufen, geht auf die Rebecca zu. Dann wären wir froh, wenn wir ein paar Abnehmer hätten. Wir singen nochmal ein Lied von Herzen, Gottes Gnade, wenn wir nochmal ins Zentrum stellen. Stehen wir doch auf zu dem Schlusslied und zum Segenswort. Ich möchte den Segen, den wir schon mal gehört haben heute Morgen, auch euch nochmal von ganzem Herzen zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Die Kaffeebar ist noch offen, es hat noch ein bisschen Kille-Kaffee und noch ein bisschen Kuchen von gestern und noch grosszügige Zöpfe. Bleibt doch noch ein bisschen da, bedient euch. Wir wollen Platz schaffen, die Stühle darum rausstellen, dass wir auch auf den Abstand schauen und Sorge haben. Herzliche Einladung und dann auf Wiedersehen miteinander.